Heute Morgen bin ich pilzeln, habe ich Steinpilz gefunden, den Patricia gebracht und tack, gibt es ein feines Risotto. Wie das funktioniert, siehst du jetzt gerade. Die Zutaten sind alles, vor allem die ganz frischen Steinpilze, die ich heute Morgen gesammelt habe im Wiefelder Wald. Dann habe ich es getrocknet. Ich meine, es ist so trockene Luft. Nein, habe ich so getrocknet dann für dich gebracht. Also so, bis sie trocken sind. Und was noch? Und dann noch Butter, Olivenöl, wir haben Parmesan, wir haben eben Pilz. Wie Risotto-Reis natürlich, ne? Das darf nicht fehlen. Moment, es braucht sicher noch Herdöpfelgewürz. Aber der ist doch, ich hätte es gebraucht. Gell? Aber Herdöpfelgewürz natürlich, Bouillon verstehe ich, ein Stück aus Pfeffer und getrocknete Zwiebel. Habe ich was vergessen? Jetzt ist alles da. Du Ja. gibst Vollgas. Ja, lass das Däumchen da unten, weil sonst kocht sie nicht. Sie muss mindestens 10 Likes haben für das Video, sonst Dann geht's warte ich nicht zuerst weiter. ein bisschen, bis die kommen. Du wartest jetzt einfach, bis, aber ich kann in der Zwischenzeit wieder arbeiten. Gehst du Teigfinger vorbereiten, so bis die Likes kommen? Ciao, Tschüss, ciao. danke vielmals. Bye bye. Wir beginnen. Hast du geliked? Vielen Dank. Wir beginnen mit dem Pilz hier ins Wasser zum Einweichen. Ich mache gleich alle rein. Die schwimmen auch an der Oberfläche, merkst du? Also ich drücke die hinein. Und ich weiß, sie werden immer wieder darauf kommen. Also das Wasser ist warm, nicht heiß, aber warm. Ich drücke dann immer wieder. Das ist wirklich bei mir hier der erste Teil von diesem Rezept. Was ich eben auch brauchen werde, ist Bouillon. Übrigens, wenn ich jetzt nur ganz ein neutrales Risotto würde machen, ohne Pilz, hätte ich trotzdem Bouillon, Pilz weg und würde dann gleich weiterführen, einfach mit dem Bouillon. Also das Bouillon brauche ich auf jeden Fall. Die Menge für dieses Rezept, je nachdem, was ich geschrieben habe, für 2 oder 4 Personen, steht da unten. Ich mache hier immer ein bisschen anders, ein bisschen so freihändig. Und da habe ich jetzt gerade ein Löffel, nur dass ich schön eingeweischt werde. Das müsste ich natürlich nicht machen, wenn ich jetzt frische Steinpilz hätte, oder? Habe ich aber nicht, also im Wasser einweichen. Bouillon, ich habe hier heißes Wasser, kurz umrühren. Da brauche ich bei meiner Pfanne hier, lasse ich schon da, parat. Bei meinem eingeweischten Pilz nehme ich hier einige, die schneide ich kleiner, aber ich lasse einige noch größere Stück und die anderen kleiner. Und ich lasse noch ein bisschen von diesem Wasser hier, gell? Ich habe da ein paar Pilze, die klein geschnitten sind. Und ich habe hier noch einige Pilzestückchen, die größer sind. Es ist vielleicht meine persönliche Beurteilung. Zum gut in meinem Kopf so speichern, merken, habe ich das Gefühl, eine gute Risotto beginnt mit Butter und wird auch fertig mit Butter. Deswegen nehme ich jetzt schon mal am Anfang ein bisschen Butter, kommt da in die Pfanne, mit ein bisschen Olivenöl noch einschalten. Ich brauche meine Zwiebel, also so frisch getrocknete Zwiebel. Heiß, ne? Huppa, wie Popcorn. Reis in die Pfanne. Bei dem Risotto-Reis, wir werden den Reis nicht waschen vorher. Wir waschen den Reis, wenn wir so ganz lockeren Reis wollen, je nach Reissorte. Zum Beispiel ein Basmati wird gewaschen, dann waschen wir, bis das Wasser klar rauskommt, weil wir wollen diese Stärke möglich rausspülen. Bei dem Risotto-Reis aber, ich will, dass die Stärke hier bleibt. Also möglichst viel, weil das gibt so diese Cremigkeit vom Risotto. Jetzt kann ich wieder ein bisschen herauf hier. Und Risotto-Reis gut so mit dem Öl, mit dem Butter so umarmen, dass überall Fett dabei ist. Und dann mache ich hier auch die klein geschnittenen Pilze. Die größeren Stücke lasse ich noch. Alles schön miteinander verbinden. Machen wir da ein bisschen mit Herdöpfelgewürz. Nur damit unsere Gäste nichts vermissen, sonst sitzen sie am Tisch und denken, da fehlt etwas. Haben wir Herdöpfelgewürz. Und jetzt ist die Zeit, die ich zumindest sehr gerne habe, ich kann das mit dem Weisswein ablöschen. Ich liebe das. Ich lasse es so ein bisschen köcheln, bis der Weisswein
verdünstet oder zumindest Alkohol verdünstet und Geschmack hier im Reis bleibt, rühre ich aber beim Risotto immer, wenn ich rühre, fördert oder ich provoziere den Reis, um diese Stärke abzugeben. Ich kann nicht genau das chemische Prozess erklären, aber es wird cremiger. Deswegen muss ich rühren, immer wieder. Und nie ganz austrocknen lassen. Siehst du, also jetzt habe ich da noch ein bisschen Flüssigkeit. Dann kann ich jetzt immer wieder mit dem Bouillon dazu geben. Immer wieder ein bisschen Bouillon. Und was mache ich jetzt? Ich werde immer wieder rühren, schauen, dass die Flüssigkeit fast weg ist, aber nicht ganz weg. Dann wieder mit ein bisschen Bouillon, wieder rühren, wieder Bouillon, wieder rühren und so weiter und so fort. Bis mein Risotto fast so weit ist. Und was ich jetzt mache, ist mit meiner Salbei, dass ich ein bisschen so eine Topping nachher auf mein Risotto. Also ich schneide hier meine Salbeiblätter noch in Streifchen. In eine kleine Bratpfanne mache ich wieder ein bisschen Butter. Butter aufschmelzen lassen, Risotto rühren, alles gleichzeitig. Und nicht vergessen, der darf nicht ganz trocken werden. Und jetzt in meine Butterpfanne, da in die Bratpfanne, mache ich diese größere Stück Steinpilz. Gut umrühren. Mein Risotto schreit jetzt auch schon nach Flüssigkeit. Dann kriegt ihr das auch noch ein bisschen Bouillon. Und er wird nochmal gerührt. Pilzpfanne. Also das muss man nicht machen. Aber es sieht schön aus nachher auf dem Teller und es ist eine noch extra Geschmack. Ich mache ein bisschen Olivenöl noch dazu. Wenn ich jetzt mit Bratbutter gemacht hätte, müsste ich die Olivenöl nicht dazu mischen. Dann mein Salbei-Streifli. Aber bitte, wenn du kein Salbei hast, machst du das Rezept trotzdem. Es ist nicht wegen einer Zutat das wegnehmen. Wenn man keinen Pilz mag, macht man einfach eine neutrale Risotto mit Bouillon und nachher Salbei so in Butter und oben drauf ist super gut. Da habe ich da. Ich stelle das schon mal ab und lasse nur noch hier. Da wartet dann, bis meine Risotto fertig ist. So gehe ich nicht das Risiko ein, dass der Risotto schon fertig ist und ich muss das erst machen und dann ist das Ganze verkocht hier. Ich hätte das erst auf dem Teller gemacht, aber ich mache hier schon jetzt. Ich habe die Zeit. Ein Stück Pfeffer. Da kommt so das Pfefferig dann in meine Risotto. Plötzlich riecht es ganz anders und viel besser. Risotto wieder, merkst du? Es wird schon so cremiger, es wird schon dickflüssiger. Also nochmal ein bisschen Bouillon. Beim Risotto, ich habe wirklich immer ein bisschen Angst, ist vielleicht so mein hippe Vorsicht in der Küche. Ich wollte nicht, dass es verkocht, deswegen gegen Schluss bin ich noch vorsichtiger. Ich habe vorher schon probiert, die sind fast gar. Aber beim Risotto das Richtige sollte noch wirklich bissfest sein. Deswegen bleibe ich da. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es ist rein meine Meinung. Risotto beginnt mit Butter und wird auch fertig mit Butter. Ich mache hier nochmal ein bisschen Butter drauf und dann rühre ich. Ich könnte fast vorher sagen und nachher. Dann bekommt er wirklich einen schönen Glanz. Dann bringt man diese Risotto zum Glänzen auf dem Teller. Und es wird noch sämiger. Es hat wirklich einige Vorteile, finde ich, dass man am Schluss noch ein bisschen Butter dazu gibt. Und das kommt schön. Da klopfen, dann wissen die Leute, das Essen ist fertig. Aber teilweise wissen die Nachbarn auch und kommen auch. Je nachdem, was für Nachbarn du hast, ist das gut. Bei mir wäre gut. So, machen wir so. Da kommt meine Topping noch. Die größeren Stücke Steinpilz mit dem Salbei. Verteilen wir das, hat zu viel Salbei da. Und wir können hier oben drauf ein bisschen Parmigiano noch. Ich lasse das da, je nachdem, wo die steht, ein bisschen mehr. Ich nehme ein bisschen alles hier weg, was wir nicht mehr brauchen. Hol ihn, falls er nicht vom Selbst kommt. Und wir können zusammen probieren. Wow, ich höre. Wir sind parat.
Schau habe mal. vorher auf die Pfanne geklopft, aber du hast nicht gehört. Nein, ich bin auch voll am Telefon. Voll Viel konzentriert. telefonieren im Moment. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Käse willst. Geht immer, aber ich probiere es Probiert zuerst mal mal so. ohne, gell? Oder mit also, wenig. Wir haben hier den Salbei aus Weinfelden. Wirklich, der kommt vom Stedi Das Gewürzgarten. stimmt sogar. Dann die feinen Pilzli aus Weinfelden. Die kommen vom Eigenhof oben oder so. Vom Laden. Und Wow. Reis auch wahrscheinlich vom Weinfelder. Und du vom Weinfelder, egal von wo du bist, danke, dass du dabei bist. Bis am Schluss, Ja, gell? die Sendung ist nicht nur für Weinfelder. Also, herzlich willkommen, bonjour. In Schöne Weinfelder. Wenn ihr dort auch dazu seid. Schmeckt mega fein. Danke fürs Kochen. Vielen Dank auch. Ich wollte sagen, Sie hat gesagt, sie würde sagen, danke fürs nein, ich würde Käse sagen, sammeln. bitte, aber vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, Das Däumchen hier oben habt ihr. Ich wüsste, was sonst passiert. Patricia stellt plötzlich weg. ja dann eben funktioniert nicht mehr der Kopf. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Entschuldigung. Ja, machst du also. noch ein bisschen, gell? Ja, ein bisschen. Eben, das passt gut, finde ich. Fein, fein. Passt gut. Super. Der Salbei ist auch Merci. fein. Salbei im Risotto drin. Okay, tschüss. Ciao, ciao. Hey, bis nächstes Mal. Love, Peace, Erdäpfelgewürz nicht vergessen, okay? Und Steinpilz.